Grüß Gott, hereinspaziert. Besuch in einer im wahrsten Sinne außergewöhnlichen Wohnung. In Kolbermoor bei Rosenheim. Franz Fuchs wohnt hier mit seiner Frau. Ich muss sagen, super. Wir fühlen uns total wohl. Das sind also über 5 Meter Raumhöhe. Und deshalb hat man auch wunderbar die Galerie einziehen können, sodass noch schöne, lichte Höhen entstanden sind. Dass hier überhaupt einmal jemand wohnt, hätten sich die Erbauer dieses Gebäudes vor über 100 Jahren nie gedacht. Hier war einmal Gewerbe, eine Baumwollspinnerei. Riesige Raumfluchten. Bis 1993 wurde gearbeitet. Dann stand das Haus leer. Bis vor einigen Jahren. Dazu später. Ungenutzte Gewerbe- und Büroflächen. Momentan ein Riesenproblem in vielen Städten. Allein in München stehen 1,5 Millionen Quadratmeter leer. Dabei fehlen dringend Wohnungen. Man kann aus Büros wirklich gute Wohnungen machen. Also man muss einfach den Mut haben und wenn alle zusammen das wollen, dann glaube ich, kann es auch gelingen. Der Architekt Rudolf Hierl hat mit dem Bund Deutscher Architektinnen und Architekten jetzt eine Art Regieanweisung entwickelt, wie es funktionieren kann. Es braucht kreative Architekten, motivierte Investoren und auch Änderungen bei den Baugesetzen. Deswegen war bei uns auch die Erkenntnis, man braucht alle Beteiligten, also die da zusammenspielen müssen, das Genehmigungsbehörde, Planer, Förderstellen etc. Bei diesem Bürokomplex im Zamiler Park München könnte das Zusammenspiel vielleicht klappen. Lässt sich hier wohnen? Die Lokalbaukommission steht in engem Austausch mit den Eigentümern. Die müssen den Umbau kalkulieren. Es sollen auch bezahlbare Wohnungen entstehen. Insofern ist es absolut interessant für uns, dass wir uns die Gebäude anschauen und schauen, kann man das Gebäude umwandeln? Ist es möglich, dass man da Wohnraum anbietet? Es ist jetzt gerade ein Team dran aus Baustatik, Brandschutz und Bauphysik, um zu untersuchen, funktioniert diese Umwandlung dann tatsächlich? Das ist noch keine ganz abgemachte Sache. Schauen wir rein. Ja. Wohnungen haben andere Anforderungen als Büros. Wo können Bäder hin? Küchen? Was ist mit Schallschutz? Eines ist schon mal gut. Die Wände lassen sich leicht versetzen. Letzten Endes zeichnet diese Bürogebäude ja aus, dass die ganzen Zwischenwände, die sie hier haben, ja, das sind ja nur Leichtbauwände. Das sind ja keine tragenden Wände. Also da können Sie relativ schnell und einfach eingreifen. Um den Eigentümern die Finanzierung zu erleichtern, hat die Stadt einer Aufstockung zugestimmt. 2 Etagen zusätzlich. Mehr als 300 Wohnungen könnten es insgesamt werden. Das bedeutet aber auch, das Umfeld muss passen. Nicht in jedem Gewerbegebiet lässt sich gut wohnen. Stadtplanung ist eben mehr, als dass man nur sagt, ja, hier, wir wollen das an der Stelle bauen. Die Stadt hat ja auch einen Auftrag für ihre Bevölkerung, was anzubieten. Dazu gehört zum Beispiel die Schulversorgung. Die neu herziehen, sind oftmals Familien, jüngere Menschen, die dann auch Kinder kriegen. Das ist ja wunderbar. Und da brauchen sie natürlich aber auch eine Versorgung. Die fragen dann nach bei der Stadt, ja, wo ist denn jetzt hier mein Kindergarten? In Zeiten von Homeoffice werden immer weniger Büros gebraucht. Noch immer heißt es dann oft abreißen. Auch beim Justizzentrum München war das mal geplant. Dagegen hat sich eine Initiative gegründet. 24.000 Tonnen CO2, bye bye. Bye bye. Abbrechen, 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 abbrechen. Hey, was ist denn jetzt? Sagt mal, was passiert mit dem Justizzentrum? Umnutzung statt Abbruch bedeutet auch Klimaschutz. Können wir nicht einmal miteinander drüber reden? Wir glauben, dass da prima sich wohnen lässt, vielleicht in anderen Wohnformen, die wir eben auch brauchen, wo mehr Leute zusammen wohnen. Das ist schon allein die Studenten, die in der WG wohnen wollen. Also da könnte man ganz wunderbare Sachen machen. Die Initiative hat einen Ideenwettbewerb ausgelobt. 120 Münchner und Münchnerinnen entwickelten Visionen, was in dem Gebäude in der Innenstadt alles stattfinden könnte. Wohnen, feiern, chillen. So vieles wäre denkbar.
Wenn wir uns viel stärker um den Bestand kümmern würden, da wären Bauaufgaben drin zu entwickeln, muss man halt ein bisschen anders denken, als wir auf der grünen Wiese. Ja, es braucht unkonventionelle Lösungen. Es gibt immer mehr gute Beispiele. Dieser Wohnkomplex in Düsseldorf war mal die Konzernzentrale von ThyssenKrupp. Diese Wohnung in Frankfurt war mal eines von vielen Büros in diesem Hochhaus. Oder Chicago, der Tribune Tower, vor 2 Jahren zu Apartments umgebaut. Wenn man so ein bisschen über die Grenzen hinaus guckt, in Frankreich in Paris wird sehr, sehr viel umgewandelt. 2 Millionen Quadratmeter Büro zur Wohnfläche. In den USA noch viel mehr. Allein in Chicago sind es 2,5 Millionen Quadratmeter Büro, die zur Wohnfläche umgewandelt werden. Oder eben Kolbermoor, die alte Baumwollspinnerei. Der Investor Max von Bredow hat sich mit seiner Firma genau auf solche Umbauprojekte spezialisiert. Das Problem dabei: viele Auflagen wie Schallschutz oder Wärmedämmung lassen sich nicht so leicht erfüllen wie bei einem Neubau. Wir müssen dann aber, wenn wir das verkaufen, die Kunden extrem aufklären und eine riesen Auflistung machen, was wir alles nicht einhalten. Und das ist natürlich auch jetzt nicht für jeden Kunden angenehm, das erstmal alles zu lesen. Aber wir finden immer die Kunden, die uns dann auch vertrauen und die sagen, hey, wenn ihr das macht, dann wird es schön und dann wird es gut. Was für ein Riesengewinn ein Umbau sein kann. Es bleibt viel mehr erhalten als nur die graue Energie, die in den Mauern steckt. Man spürt, dass das alt ist und dass das diese Aura hat. Und das kriegt man mit einem Neubau nie hin. Das funktioniert einfach nicht, auch wenn man es versucht nachzubauen. Für mich ist das immer der schönere Weg und der spannendere Weg, wie einfach jetzt in einer ganz normalen Wohnung wohnen oder in einem Einfamilienhaus. Wohnen in einer alten Spinnerei. Das ist außergewöhnlich. Aber wer weiß, auch ein altes Büro kann eine ungeahnte Atmosphäre entwickeln.